Der Flori kriegt von Michi einen alten Karren geschenkt, dass er damit zu seinen preisischen Schratzen auf Köln auffahren kann. Sarah schenkt 2 Kinihosen her und den dritten kreuzt sie und tut zu der preisischen Wirtstirn das Wirtshaus ein. Uri ist zuerst dagegen, aber schließlich lässt sie sich nachher doch drauf ein. Und Sarah weiß allweil noch nicht, ob ihr die preisische Wirtstirn lieber ist oder ein junger Bursch aus dem Pfarrer seiner Jugendgruppen. Um ein Haar hätte der Martin die wichtigen Urkunden für die Geschichte von Lansing in Reiswolf eingegeben. Drum kümmert sich jetzt der Gerstl um das alte Geschreiberts. Aber das, was er da zusammenschreibt, ist die Leid viel zu fad. An Rolli sein preisische Gespuse redet ihm nachher ein, dass er statt den eine Ausstellung machen soll. Und da ist er auch voll dafür. Am Vogelhof dern's wahr sagen und an Berle sagen sie einen Tod voraus. Das nimmt ihm recht her und das Hummerl lacht ihm aus und legt es nachher so aus, dass er einen Tiritari kriegt. Der Rolli braucht chinesische Glücksplatzeln und seiner preisischen Gespuse schreibt er einen dreckigen Spruch ein. Das Platzl wird aber von derer weitergeschenkt und wie es wieder kriegt, ist es gleich samt den Spruch. Der Fanny, sein preisischer Stiefsohn, glaubt, dass seine preisische Stiefschwester der Mama seine Unterschrift fälschen möchte. Das ist aber nicht wahr und drum pflanzen sie am wenig den. An Preise in Plimpe mag keiner mehr saufen, weil es lauter falsche Hund haben. Und drum haben sie wollen, dass er sauer wird. Sie möchten ihm aber auch nicht so billig hergeben, dass dabei draufzahlt. Der Sascha meint, dass sie das alles bessert, weil seine Tochter einen Geschäftsführer macht.